Herzlich willkommen, liebe Tauhörer Tau, Party, Platt und Plüschmos! mit der lieben Hilka und mir, der Lisa. Und ja, Hilka, heute habt wir ein wundervolles Thema, denn so langsam wird ja die ganzen Restrictions werden zurückgenommen und wie könnt wir den Bäden vieren gehen? Hilka, wie steigst du so taun vieren gehen? Ich bin so ein richtiger Fetenmus, ne? Also, Oh, Feten muss ein herrliches Wort. Sorry. Okay. ja, Fetenmus. Und was für mich echt wichtig ist, tanzen gehen. Ich liebe tanzen gehen. Ich kann der hele Nacht tanzen und ich brauch dann aber nicht so Elektrokram. Ich brauch Leders Ton mitsingen. Okay, jetzt ganz kurz, die Top 3 mitsingen, leider, der du die jemals wünschen deist. Ton mitsingen oder Ton mit tanzen? Taun mit tanzen. Ton mit tanzen ist das Top 3 Lambada von Kaoma. Dann Pet Sematary von den Ramones. Und Na? von Genghis Khan Moskau. Ah. Ja, der ist gut. Okay, der ist Das ist dann noch richtig was Ton mitsingen wäre, ne? So 2 in 1. Ja, absolut. Den kannst du auch jemals mitsingen. Egal, ob du nüchtern bist oder ob du vielleicht bad Promille hast. Ja, aber ich kenne auch nimmst der jeden Text komplett kann. Ja, stimmt. Alle können schon mal nur Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Oh, herrlich. Schön. Mensch, Moskau habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ich habe gerade mal so über Mine nachgedacht. Ich glaube, wie mies das Uptown Funk? Weißt du, von Bruno Mars? Ich liebe diesen Song. Footloose und Wake Me Up Before You Go Go. Kennst du denn da? Ja, na klar. Footloose. Das ist doch auch hier von diesem Film. Footloose. Ja, Footloose, aber nee, ich meine jetzt Guardians of the Galaxy. Ja, genau. Der hat ja auch so einen richtig coolen Soundtrack mit auch vielen 80s-Songs. Ja, und der erste Film fängt doch so an, dass der Main Character, der Protagonist fragt, Star-Lord, okay, Star-Lord, ist Footloose jemals noch der geilste Song von der Welt? Ja, Gott, ja. Okay, Lisa, Ja. auch ihr Main dazu. In meiner Dimension vom Multiverse ist das auf jeden Fall. Okay, Hilka, dann muss ein Moment. Wenn du die so fertig machen, da ist für die Party, wie geht das denn so los? Also du machst auf jeden Fall nur Musik an, oder? Oh, auf keinen Fall. Aber ich mag dann auch schon mal Musik an, die sich so ein Baiten anpasst an das, wo ich Lothar dann hin will. Also passende Genremusik. Wenn ich nur in Grufti-Fete hingehe, dann hört nur nicht Moskau. Und wenn ich nur das Molotow auf dem Kiez will in Hamburg, dann hört ich klar viel Alternative Rock. Und wenn ich aber mehr so auf dem Dörpen bin, so ich erinnere mich nur so an mein Tiet in Ostfriesland in Nörden, da gibt das ein Disco, der heißt bei Meter und da löbt dann Charts, aber auch so Classics und und da löbt dann wie mir natürlich eins ob und dol, was ein so von Toulouse von Dörpen kennt. Ja. Oh, der pur Party-Mix. Oh Gott. Der pur Party-Mix mit Abenteuerland, ein graues Haar, wieder geht dein Jahr und so wieder. Lena. Oh Gott. Oh, ja. Ja, soweit. Denn du musst dir ja in der passende Stimmung bringen. Ja, absolut. Und das ist auch ein ganz, ganz großer erster Trick, den ich einmal schon mal mit Rinschmieden, das passt gerade so schön.
Gerade auch wenn man dann nüchtern vielen geht, möchte, so, vielleicht bist du vorer oder hast mal beschlossen, okay, ich höre nur ob, tau trinken und ich wart jetzt wirklich mal heil nüchtern vielen gehen und da sich in die richtige Stimmung tau bringen, ist Gold wert. Dann hast du einfach schon mal die richtige Basis legt, mit richtig guter Musik, du bist in so einem High-Tau-Stand. Ja, und wo geht das denn wieder? Dann ist ja düsse Tiet, du musst de Fahrt nor de Disco oder nor de Party überbrücken. Mhm. Und ich habe ja nichts getrunken, bitte ich Achteil weh. Und da muss ich auch sagen, ich brauch das eigens auch gar nicht, wenn ich tanzen gehe. Mhm. Ich muss nicht tun sehen, ein in Timpen haben oder was auch jimmers, wenn ich tanzen gehe. Wie, dann kannst du ja gar nicht mehr richtig tanzen. Ja, Also, ja. so, Der Thekenwalzer, der galt dann noch Junges, aber mir galt dann nicht mehr. so von ein Tegen Hockerton nächsten rutschen oder so. Galant rutschen. Oh Gott, ja. Also das geht gar nicht. Und ja, aber wenn du diese Fahrt nur de Party überbrücken musst, das kann echt Harre wehen, wenn du dann irgendwie, ja, früher von Dörpen irgendwie nur de Stadt vorerst mit einem Auto so ein halbiges Dünn oder sowas, da musst du ja Laune haben. Und da ist aber Autoradio oder, Oh ja. oder Mixtapes Oh. musst du ein Auto haben, damit alle in Stimmung blieben. Ja, ja. Und wenn das Auto voll ist und dann all mitsingen da und all mitgrölen da und gegen das Dach hämmert wat, dann wat das auch die besten Partys, weil dann stimmt die Stimmung einfach. Ja, absolut. Und ich weiß auch noch, also ich kann mich erinnern an eine Party in Braunschweig, in das Jolly Joker. Das ist so eine riesengroße olle Fabrik, Manufaktur. Und da gäbe das Jimmers Frozen Daikiri. Und ich will Jimmers fahren. Also ich will Jimmers fahrrasch. Und das allererste Mal, als ich nicht fahrrasch war, und da war ich dann noch ich war ja dann über 18, klar, da habe ich dann das allererste Mal diesen Frozen Daikiri probiert. Und das war so, wow. Ich habe dann auch direkt im Magen einen in Timpen hat. Ja, da glaube ich die. Und ich war so dun, ich konnte den Rest von den Abend bloß noch in das Disco eigen Kino sitten und Königin der Verdammten kicken. Was ein epische Party. Ja, ich habe von der Party eigens nichts mitgekriegt. Oh nein. Oh. Schön, du bist die beste Partybegleitung, mit der wir mir wünschen können. Aber apropos Partybekleidung, Hika, geist du auch allein vieren? Ja, go ich auch. Als ich studentische war in Bremen, da bin ich dann viel mit dem Fahrrad dann nach der Disco-Meile heet dat in Bremen feuert und da dann auch allein in die Clubs gegangen, weil ich will tanzen. Also ich will bloß tanzen. Und dann lauter, als ich in Portugal gelebt hat, da war ich auch allein abends unterwegs und habe da die verrücktesten Lü kennengelernt. Ja, ja. Das ist total, also das ist der große Punkt, dass allein vielen gehen so süchtig morgen deit. Das ist Kennenlernen von so spannenden Lü, die einen vielleicht nicht anschnackt haben oder die wie vielleicht nicht anschnackt hat, wenn wir mit einer Gruppe da wären würden. Ja, und da kann ich dir noch eine richtig irre Geschichte erzählen. Nun bin ich gespannt. Ja, also das ist mir so auch noch nie nicht passiert. Baventau, ein Freundchen von mir, der in München lebt, immer sagt, oh Mann, wenn man mit Hilka unterwegs ist, da passiert Jimmers irgendwas malet. Aber sowas ist mir auch noch nicht passiert. Der hat sich zwei wegen mir kloppt. Oh, Hilka. Ja. Du schaffst doch nicht die ganzen harten Brängen. Das wäre richtig irre. Das wäre an den Dach Schlagermove. Yes, ja. Und
ich ha aber nimmst mit mir da hingehen wohl und dat wei aber auch an selben Abend noch ein Grufti-Fete und ich hab mir gedacht, okay, dann geist du dann abends noch der Grufti-Fete hin und kiekst aber zuerst noch mal, was so ob der Reeperbahn noch zu sehen ist und geist so für 1, 2 Stunden so in den liefste Kneipe da. Die Barfrau, die kennt mich auch. Schön. Und dann bin ich da utstegen, die Reeperbahn und der S-Bahn. Und das war echt voll Chaos, alles was absperrt und de Lüwe so tun und alles war voll Blumenketten und Girlanden und Konfetti und da war dann überall auch Schlagerparty. Und dann bin ich noch in die liebste Kneipe hin und hab mir dann da ein Witwin bestellt und mit der Barfrau schnackt und dann kam ein Brite, einen britischen Handwerker, der war ja auch, denke ich, an der Söstig oder so, mit dem Hevek dann so nett schnackt und der hat mir erzählt, ja, hey, hat Fertein Geschwister noch hat und ja, ich sehe so ein Beten ut as ihn Tochter. Und dann kam so ein Typ drin und der war so voll, der war so dun und der hätte mir den hellen Abend nicht mehr in Ruhe lassen. Der hätte mir Jimmes anschnackt und dann war ich mal zwischendurch auf der Toilette und bin dann zurückgekommen und die Barfrau hätte mir alte zurückholen und gesagt, pass auf, geh nicht wieder. Hier der Handwerker, der war früher Boxer und der dealt zu den Typen, der die belästigt gerade ein Packje Haut. Oh nee. Oh. Ja. Okay. Und da hätte olle 60-jährige Mann, die jungen Typen, die weh vielleicht Anfang dörtig oder so, verkloppt buten, weil der mir nicht in Ruhe lassen hat. Also ich muss sagen, wahnsinnige Courage von dem Öllerin. Wahnsinn. Props. Und okay, vielleicht können wir das auch anders lösen. Ja, also sowas ist mir auch noch nie passiert, dass sich zwei wegen mir gekloppt hat. Wahnsinn. Hilka. Oh. Die kann man nirgends allein hinladen. Nee, die kann man echt nirgends allein hinladen. Da passiert Jimmers irgendwas. Aber ich provoziere das nicht. Das passiert tschüss. Ja, ja. Wie ist denn das so? Also hast du da ganz am Anfang, hast du da Hemmfair oder wirst du da bang? Und eigentlich ist das ja auch so, oder was ist so der schlimmste Moment? Für mich ist das, also ich denke doch gerade dran, wenn ich auf eine Party gehe da und der ist noch nicht so, da sind noch nicht so viele Lü. Und das ist so diese ersten Moment ringehen, ankommen und dann allein wählen. Also wenn ein dann tanzen ist, dann ist das ja vollkommen egal. Dann ist das ja quasi eine große Menge. Aber wo machst du das? Das ist unterschiedlich. Also, ich glaube, das ist schwer, wenn du auf ein Privatparty kommst, wo eigens bloß Paare sind. Und du bist dann da allein als Frau oder als Mädchen, wie so mein Eindruck ist faken, dass der anderen Frauenslü die als Gefahr wahrnimmt. Und das ist immer Harre. Und das sind dann auch Partys, wenn das da nicht andere derens gibt, die auch allein da sind, dann kommt man da auch nicht gut drin. Besonders Ja, wenn das auch eigens nicht so eine Party ist, wo dann auch danced wart, wie bloß alle Pärchen sitzen hopen und schwicht sich an. Und Hilka schnell eine Theke. Mit der Wien. Ja, ich meine, die besten Partys sind doch immer in der Kök, oder? Ja, du hast du recht. Das stimmt. Da sind die Leute am besten an Schnacken, da gibt es was zu eten, da gibt es was zu trinken und dann kommst du auch in Schnacken rein. Also, okay, also um das Call zu morgen, am besten ist, um Lü kennenzulernen, go nach der Kök hin. Okay, da kann man jetzt in einen Club nicht so gaut morgen. Wo magst du das in einem Club? Ich glaube so in der Disco oder im Club, da lerne ich dann an der Theke auch wann Lü kennen. Wie wenn du auf der Dancefläche bist, da warst du dann eher andanzt von Typen. Aber wenn du an der Theke steigst, dann kommst du dann auch mit Anna Lü in Schnacken.
Ja, ja, das stimmt. Also die Theke im Club ist der Kök von der Privatparty. Ah, du, das ist doch ein richtig gaules Fazit. Also eigentlich können wir die Folge jetzt zu Ende morgen. Das Fazit ist Pullen. Ja, ja, spannend. Und wenn du tanzen gehst, da ist, da fühlst du dich doch nicht unwohl oder irgendwas. Nee, ich bin dann so richtig ein mit der Musik. Hm. Aber das klappt bei mir auch bloß, wenn, ja, wenn das was zum Mitsingen ist. Hast du da noch so 2, 3 Hitte-Tipps in Hamburg? Ja, das Gift in de Grünen, in de Club Grüner Jäger, gibt das eigens einmal im Monat, wenn nicht Corona ist, de Partyreihe Entdeck the Dreck. Oh, das klingt ja. Wow, das klingt richtig gut. Ja, das ist auch richtig gut. Da löppt bloß Negenticher. Oh, yes. Und so früher zwei Dusen da. Also von Blümchen über Scooter bis zu Britney Spears. Alles dabei. Oh, mein hat gerade ob. Ja, schön. Aber ich habe da auch mal, wenn wir uns an Folge 2 erinnert, auch einmal Journey hört. Oh, schön. Ja, und das ist so ein richtig lütschigen Club und das ist da auch brennend Hit-Bin. Also bitte nicht zu viel antrecken, weil da tropft das, ja, Ja. das Sweat von der Decke. Aber da Oh. kannst du richtig affieren. Also richtig. Und einen anderen Hidden-Tipp, klar, für Lü, die gepflegten Rock gut leben könnt, bitte gut noch das Molotow hin. Hm. Das ist ja auch so eine Institution in Hamburg für alle, die Alternative Rock leben möchten. Gut nur das Molotow, habe ich viele dulle Abende verlebt. Das klingt gut. Das klingt so noch Seed. Ja, das läuft da auch, aber das läuft dann auch wie entdeckte Dreck. Ah, also ich mag schon richtig, wo mir das nur in den Föten kribbeln dort. Entdeckst du direkt, das hört sich richtig gut an. Oh ja, das war die Säcke gefallen. Das war dir richtig gut gefallen. Hm. Ich muss aber sagen, also wenn ich die dann mit die natürlich vieren gehen, also du kannst natürlich allein hingehen, dann komme ich einfach hinterher. Du machst die doch nicht mehr los. Du hast der Lisa entfesselt. Ich würde nur aber nüchtern mit die vieren gehen. Hast du da ein Problem mit, wenn der Lü, mit denen du dann vieren gehen, da ist, wenn die nüchtern sind? Nö. Hm. Nö. Habe kein Problem mit, wenn du kein Problem damit hast, wenn ich mir einen Rotwein trinke. Oder was mit Maracuja? Maracuja plus X. Ja. Nee, überhaupt nicht. Das ist eigentlich das Schönste da an, wenn man denn, oder wenn einen dann nüchtern vieren gehen deit, dass man so die ganze Entwicklung von Abend so richtig schön miterleben kann. Und das auch, also man ist so ein Betten unten fair von all denen, die so langsam Step by Step dann immer betrunkener wird und man kann sich allen so ankicken. Und irgendwo ist das so eine ganz coole Position, weil ob er einen sieht, bist du in der Party bin und fierst und was auch so ein Betten Pseudo betrunken. Ich weiß immer nicht so genau, wie das U-Drucken schaltet. Das ist so, irgendwann fühlt man sich doch so enthemmt, als würde man was trinken. Ja, Und, ja. ich kenn das noch aus meinen Schulthemen. Das ist ja auch so ein Thema Open Dörpe, wenn du da nicht mit trinkst. Ja. Da wär ich, das wäre nicht so lieb für mich. Aber da habe ich dann Jimmers Cola-Flash hat. Also Ja. zu viel Zucker in Blut und das ist dann auch so, als wenn du betrunken, als wenn du dumm bist. Ja, ja, Zuckerflash. Ich hab das dann irgendwann mit Koffein. Da habe ich noch nicht so viel Kaffee getrunken wie nur im Labor. Und dann brühe ich nur ein Club Mate oder ein Red Bull und dann habe ich die ganze Nacht tanzt. Und dann heißt Techno. Also, das war schön. Red Bull, da kann ich ja Ja, gar nicht. Das kann ich gar nicht. Boah, das ist mir echt zu süß. Aber ich kenne das auch, dass viele Leute ja, sich so einen Energy Drink holt und dann vielleicht noch mit Wodka oder sowas. Und dann geht das Auf auf. Geite, Luzi. Ja, absolut. Und dabei muss ich aber auch sagen, gerade so, seitdem ich nüchtern vieren gehen darf, zuerst denkt man so, nüchtern vieren gehen, ich kann ich nicht. Und das ist aber eins einfach eine Übungssorg. Also, als
zuerst war das so, als ich beschlossen habe, okay, können ob Alkohol zu trinken, war da erstmal um mich herum, die ganzen Lü, so hast du das auch schon gesagt, so, derb, okay, wie, der trinkt nicht mehr. Und ich hatte das dann mit meinen Studenten, wo dann alle gesagt haben, so, oh Lisa, du, heute Abend kannst aber mal, heute Abend kannst aber mal. Und ich bin standhaft bleiben, hab gesagt, nee. Also, findest du mich nüchtern so schiedig, dass du nicht mit mir vier gehen möchtest? Komm, dann sag mir das hier direkt in mein Gesicht. Und irgendwann war ja aber der Punkt überschritten, dann habt ihr das hingenommen. Und irgendwann habt ihr dann sogar den Fairdeal sehen, denn ich war ja immer Vorer dann. Und Ja. dann war für die natürlich tippitoppi, gerade für meine Mitbewohner. Und ich mag das gerade, dass ich das durchtrocken hab und das wirklich auch gegen der Gruppe, gegen diesen Gruppenzwang durchtrocken hab, dass mein Selbstbewusstsein massig wassen ist. Und dat dann, das eigentliche nüchterne Vieren, das ist gar nicht mehr so hat. Das ist auch dann eins für die Übung sorgt, einfach ob die Tanzfläche Torgon, die kickt, naja, also der größte Teil kickt die eh nicht an. Der denkt auch die ganze Zeit, oh, und alle starten mich an. Nee, das ist einfach nicht so. Die startet die überhaupt nicht an. Und dann wird einfach mal lostanzt. Und asbald das ist wie so eine Schranke im Kopf. Asbald das durchbrochen ist, mag das einfach nur noch Spaß, nüchtern vieren Taugon. So wäre das auf jeden Fall, so als ich das verlebt habe. Ja, also Tanzen, da habe ich nie nicht eine Schranke, egal ob ich nur einen Timpen habe oder nüchtern bin, da ist egal. Ich kann jimmers tanzen. Ich habe auch nie ein Problem gehabt, ob ein leere Tanzfläche zu gehen. Egal wann. Also, wenn mein Song da kommt, dann, Ja. mut ich auf die Tanzfläche. Was ich nur so dann in den verleden Jahren immer so ein bisschen gedacht hat, ach, das ist blöd, irgendwie, wann man nichts trinkt und welche Gründe auch Jimmers und das gibt dann bloß ja Softdrinks oder Säfte. Ich muss sagen, so über die Jahre hat sich doch auch mein Geschmack verändert. Ich trinke nicht mehr so gern so söten Kram. Ich mochte das Leben so ein bisschen herber auch. Und Du kommst in das Moncherie-Ölle, wo du bald Moncherie mögen darfst. Machst du Moncherie? nee, Labor Rocher. Ja, okay, das zählt noch. Ja, oder so Ferrero Küsschen oder so, ja, der hätte ich auch gern. Und da muss ich sagen, da hätte sich aber so viel Dorn, ob der alkoholfreien Getränkemarkt. Also, ich habe jimmers nur auch alkoholfreien Gin da oder alkoholfreien Aperol, sodass ich dann ja alkoholfreie Cocktails mixen kann. Cool. Das ist ja immer so, wenn du auf eine Party gehst und du bist Fahrer oder nimmst Antibiotika, ich habe ja auch schon was mit Blasenentzündung zu tun, also und wenn du dann Antibiotika nimmst, dann kannst du ja auch nichts trinken, so was. Und dann kannst du aber zumindest einmal einen alkoholfreien Sekt oder so einen alkoholfreien Cocktail trinken oder einen alkoholfreien Gin Tonic. Hast du denn auch negative Sien vom nüchtern Vieren gone? So von Vieren gone an sich nicht. Kenne ich gar nichts. Okay, ich kenne das, beziehungsweise wie mir ist das dann irgendwann, ich habe so ein paar Sorgen. Irgendwann kann ich den Geruch nicht mehr ab, wenn das dann taulaut wird, dass ich dann wirklich mache, okay, wirk jetzt betrunken oder trunken werden, dann wird mich das nicht so stören. Und ich sehe jemals die vollen Drinks auf die Tanzflächen. Und ich sehe die jemals, wo die eventuell auf meinem T-Shirt oder auf meinem Oberteil landen könnt. Und dann, am Anfang hat mich das so stresst, weil plötzlich waren ja die ganzen um mich rum total besorgt. Und das ist ja meistens so dieser eine Punkt, wo dann die Party anfängt, so langsam zu starben. Und dann war die alle taubetrunken und die Getränke landen überall. Und wenn ein Sülm auch betrunken ist, dann ist das ein ja egal. Dann hätte man da halt mal das ganze Shirt voll Beige. Aber sobald du nüchtern bist, hast du plötzlich Angst dafür. Und dann siehst du diese drohende Gefahr an jedem Eck quasi. Und dann hat mich am Anfang bannig Stress. Wie du so Angst um die Kleider hast.
Ich mach das nicht mit Baye Full Praktizieren. Ich muss auch sagen, ich bin da beten, wir habt in Wismar nur einen Club, das ist der Block Sömtein. Und das ist so in einem Kellergewölbe und der hat einen ganz lütsche Tanzflecken. Und wenn der rappelvoll ist und dann anfängt der Rock, so, der quasi, dann ist Techno to Ende, Lenktiges to Ende, Ja. kommt so richtig der Rock. Und das ist meist so der Punkt, wo dann die Party so langsam starben deint. Und dann flichtert du über die Tanzflecken und ich denke mir nur so, nee, das kann nicht gaut mit mir gut. Und ich träg auch meistens, oder ich träg so gern Witt an und das ist auch nur blöd. Ja, mit antrecken wird das blöd. Ich weiß all, warum ich schon was Swap träg. Schwatt? Ja, stimmt. Oh, ich kann noch so viel von dir lernen. Ich kann irgendwie auch Schwatt anträgen. Ja, oder wenn wir dann vieren geht, dann sind wir so in Swat-Wit unterwegs. Ja, das finde ich auch eine Du so in Gaudi. witte Jeans oder ein wittet Kleid. Ja, du hast dann so ein Brutkleid an und ich dann so ein schwarzes Spitzenkleid oder sowas. Levelü, wenn, wo mag Gidat, schrieb us das gern mal. Also, wärst du so maudig, nüchtern 4 Tagen und auch allein 4 Tagen? Ist das, wo sie vielleicht auch ein bisschen bang vorsehen? Oder habt ihr da schon ganz eigen Tipps und Tricks für us? Ich will mich doch bannig befreien. Da ja, das mal von Ja. Ciao hören. Ich bin echt neugierig, wo das ist und wo sie denn auch gern feiern geht in de Ort oder in de Stadt, wo sie lebt. Gibt das da vielleicht bloß Dance op de Deel, op dem Dörpe in ein Scheune oder geht sie am liebsten in einen großen Club? Also finde ich spannend. Oder sind sie mehr so Kneipengänger? Ja, stimmt, das gibt's das. Noch ein Kont, um auch mal was von Island hier zu droppen. Für all die das gerade nicht weht, ich lebe tatit auf Island und ob ganz Island hier gibt das keine Disco. Das gibt einfach kein Zappelschuppen hier. Nix Town, nur Town tanzen. Der habt hier jümmes ne Bar und auf einem Punkt sind die Isländer dann so betrunken, dass der dann auch so langsam upstort und ein Bett rumschunkelt. So, das hab ich, und dann war ich bis ab nur das höchste der Gefühle. Aber der hat nicht so richtig wie eine Disco, wo man wirklich nur Tanzen Oh, hinbauen wie kann. schrecklich. Ja, ich hab schon gesagt, ich muss hier einfach Ja, ein aufmachen. das ist doch das Konzept, Das ist- oder? Absolut. Also ein Floor war nur Disney und da kicken wir mal, was der Rest kommt. Bloß Disney-Songs. Aber wenn wir nur wieder bei Songs sind, Lisa, hast du denn was für mich vorbereitet? Ja, okay, Hilka, spitz die Ohren, fair us, Rutschmieter. Also, ich feul dat wat in bannig gaude Ding. Dat wat de 4 von Jor. Ja, dat secht mi min Instinkt. Hüt sind all wie, du hebt sich all droppen. Wie 4 Bittown abwinken, hier wat Konfetti-Schorten. Kommt dir das bekannt gar vor? nicht. Gar nicht? Okay, dann kommt noch mal der Refrain, Dotau. Hey, dat geht auf, wie 4 de hele Nacht. Kommst du drauf? Wo haten die? Das sind nicht der Atzen. Doch, das sind der Atzen. Doch. Doch, der Atzen. Ja. Der Atzen, okay. Was geht ab? Hey, das Wir geht ab. feiern die ganze Nacht. Genau. So, das wäre die Partysong. Ich habe aber auch noch einen Ja. Partysong. Und du hast mal secht, ich glaube in Folge 2 weidert, über Queen, ein Mensch, der bei dem Song still steht, das ist ein schlechter Mensch. So, und das selbe denke ich über dieses Song, den nur vordrich. Und der geht so. Oh je. Leve sucht dreit hillige Lüd in dat Meer. Swimmt dör Süg Slopleder würgend de din Utflücht. Aber dat is jüste Pries, de ich betol, dat Schicksal röpt mi. Ich morg min emsig Augen ob, wie ich bin Hör Schien sieht. Ich bin Herr Schien sieht. Herr Schien sieht. Oh Gott, was ist denn ein Schien sieht? Also Papa Roach, Last Resort? Nee. Nee.
Ich hab echt keine Ahnung. Was mit Leuchtturm? Nee. Mit Lighthouse? Herrschien Im sieht. Refrain? Was ist denn Herr wie sieht? Frau, Herr wie Dame. Okay, Ja. ich löse das ab, aber ich gebe dir eine allerletzte Chance. Ich sing die Ja. mal die Melodie. Ich bin Herr Schiensieht. I'm Mr. Brightside. I'm coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down. Oh, ja. Oh Gott, yes. Und dann der Refrain fängt an mit Jealousy. Da, 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 da. Wo furchtbar den Text sich anhört, wenn den Besessenheit. Aber ja, du hast recht. Du Also, tanzt, Mr. ja. Brightside, das ist mein Party-Hit. Der Toko mal, so ich werde was Lichteres gut. Danke. Und nur wo du all das schon mal sagte, der Tau kommende Mal, wo aber schnackt wie denn mit Tau kommende Mal? Da war das töverhaftig, wie schnackt, nämlich über töverhaftige Gestalten, Magie und Einhörner und Meerwiefkes. Oh ja, und vielleicht kriege ich ja auch noch eine Lütsche Fee hier und Island noch mit Inlord in uns Das wäre Podcast. ein Drom. Ich freu mich all. Ich gebe mir best. Ich mich auch. Und wenn Gija auch freit, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder in. Und mockt ja nu einen ganz Mit wundervollen Balle. Tag.